Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft mit eurem Schweizer. Und das sieht gerade scheiter aus. Oh, die wegklagende Frau da hat uns gerade noch mich hier einsteigen lassen und euch schnell begrüßen. Wir sind ja gerade momentan mitten in der Todesfestung rein und versuchen ein paar von diesen Lehrlingen noch zu befreien, die sich hier oben in diesem komischen Dings da befinden. Das sieht aber ganz anders aus mit dem... Okay. Sieht ziemlich speziell aus, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Versuchen wir jetzt eigentlich mal den Weg da drauf frei zu kämpfen, weil da drinnen haben wir, wie es aussieht, noch einen Borgater Blutvergießer und gleichzeitig noch einen Lehrling Varnias, den wir befreien müssten. Und danach haben wir eigentlich vorgehabt, uns am Darkans Kopf, also Darkans zu stellen, von dem wir den Kopf bräuchten. Aber dann wäre eigentlich eine Mindestanzahl von 5 Spielern, die wir müssten haben. Und daher müssen wir dann schauen, ob wir das überhaupt zustande bekommen, den irgendwie zu besiegen und nicht zu sterben. Aber ich denke, das sollten wir gut anbringen. Wir schauen uns das nachdem wir jetzt mal die Lehrlinge befreit haben. Von die brauchen wir ja eh noch 2. So, der Weg da sieht gerade frei aus. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich dich noch... komm, wir erledigen dich noch. Dann haben wir die Quest nämlich auch schon fast erledigt. Dann haben wir komplett alle Quests in der Todesfestung eigentlich erledigt, außer der Darkan. Level up! Das hat uns ja in der letzten Folge komplett gefällt. Wir haben ein neues Dungeon freigeschaltet. Nice. So, dann machen wir uns hier ganz langsam. Drachenfalker hat Stufe 39 erreicht. Du sagst. Nein, du sagst. Das wäre jetzt nicht gut. Jetzt muss ich mich aber ganz langsam hier rein begeben. Ich wollte natürlich nicht auf den Keks bekommen, nur schon während dem Reinlaufen. Okay, da hinten befindet sich auch schon der Boss. Der hat über 2200 Leben. Ist wieder so ein... Da hängen all seine Gedärme aus und da wartet auch schon der Lehrling Varnias auf uns. Oh, das gruselt mich jetzt gerade ein bisschen, aber wie ich gesehen habe, da hinten sind noch ein paar Gespenstchen unterwegs. Jetzt muss ich aber ganz kurz schauen, ob ich den irgendwie ein bisschen führen kann, locker, dass der sich nicht noch reinmischen in den Kampf. Der macht aber böse Schaden mit dem Drachenfalken. Oder er hat schon von Anfang an so wenig gehabt. Er hat, glaube ich, von Anfang an schon so wenig gehabt. Nice, so, dann haben wir die komplett erledigt. Alle Gefolgschaften vom Darkans erledigt. Da haben wir auch schon Regenerationsbrau verabreichen. Ihr könnt jetzt gehen, der Weg nach draußen ist sicher. Ich danke euch. Wieder schon eine Kopie von uns. Hui, du siehst aber schmackhaft aus. Hi, hi. Er läuft wie ein Model, als wäre nie etwas passiert da draußen. Alles klar. Why not? Komm, ich begleite dich da noch mit bis führen. Bis führen. Musst du keine Angst haben, mein Junge. So, ich wette, er verschwindet jetzt einfach. Jawohl, okay, alles klar. Das ist so typisch WoW, die verschwindet einfach die Figur oder tauchen aus dem Nichts auf. So, dann fehlt uns jetzt noch eine burische Centurio und dann eigentlich der Darkans Kopf. Ich würde sagen, wir machen das auf den Weg zum Darkans Kopf. Es kann nämlich gut möglich sein, dass wir noch einen von denen über den Weg laufen. Auf dem Weg dorthin. Da hinten hat es auch noch einen Hintereingang. Das wäre natürlich die Frage, ob wir uns versuchen, da hinten reinzuschleichen. Komm, das versuchen wir jetzt mal gerade da. Sogar 3 Gespenstchen aufs Mal. Ja, komm, das bringen wir an. Sonst wären wir nicht umsonst der Schweizer. Oh. Jetzt haut sie wieder ab. Komm. Angriff. Jawohl. So, dann fangen wir uns mal an den Weg frei kämpfen zum lieben Darkan. Mich wundert jetzt, was das für eine Figur ist oder was für ein Monster oder was er genau darstellen soll. Jetzt haben wir ja alle möglichen Untoten gefunden und gesehen als Gegner. Also in der letzten Folge auch. So, dann tun wir uns aber ganz langsam da begeben. Ich habe keine Lust, dass wir da... Hallo? Aber... Hallo? Hey? Das ist ein richtiges Labyrinth da halb. Da unten befindet sich der Darkan Dratir. Was? Das ist einfach ein untoter Blutelf. Ah, was? 9700 Leben. Uff. Aber, also ich muss das nochmal ganz kurz erwähnen. Normalerweise wäre die Spieleranzahl, empfohlene Spieleranzahl 5. Was bedeutet, es könnte ziemlich scheitern für uns enden. Wir könnten in dem Kampf sterben. Aber ich wäre nicht der Schweizer, wenn ich es nicht würde versuchen. Da haben wir nochmal 2 Wächter. Komm, die räumen wir einfach mal schon weg. So, come on. Stirb, stirb, stirb. So. Haben wir nochmal einen Totenbeschwörer. Ich habe jetzt wirklich etwas anderes erwartet. Irgendwie so ein Dracula-mäßig. Irgendetwas oder in die Richtung. Leichnam von Elektrizität.
Das ist aber sehr gut, dass der da eine Leiche hat. Jetzt ist nämlich gerade... Bist denn du? Du bist nämlich in dem Fall ein Magier, der gerade versucht, auch die Quest zu erledigen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir ganz kurz versuchen abwarten, bis der da wieder auftaucht, dass wir das könnten das zweite versuchen. Oder das andere ist... ist das da, da? Es gibt doch so eine Hilfe, wo man da kann mit anderen organisierten Gruppen, Quests. Gruppe erstellen. Ah nein, das wäre ja natürlich dann ziemlich blöd. Es ist halt wirklich die Frage, ob ich schnell warte, bis der Leichnam vom Elektrozität. Aber die Frage ist jetzt, ob der schon, wie lange der da schon rumliegt, oder? Das ist jetzt halt die andere Frage. Ist der jetzt auf dem Weg da an, um sich wieder regenerieren? Ja gut, da hat es noch so viele Gegner gleichzeitig. Oh Mann! Ich traue mich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen da so dermaßen auf den Keks über und ich habe so keine Lust drauf. So. Oh. Dann strecken wir uns zuerst. Darkon, wie kannst du nur gegen uns sein? Die Frage ist eher, ob ich es schaffe, die irgendwie zuerst anzulocken, ohne dass der das mitbekommt. Das ist eher die Frage. Okay. Nein, Drachenfalk, nicht drauf los! So, ja, nein, der Darkon hat es gecheckt! Der Darkon hat es gecheckt, oh mein Gott. Wir sind mitten im Kampf gegen die. So, come on. Wir haben ihn gut rausgelockt, das könnte funktionieren. Ah! Nein! Oh, hinter uns gerade nochmal 2. Come on, das schaffen wir. Wir schaffen das, ich weiß das. Wir packen das. Ohne Wenn und Aber. Wir müssen uns doch zuerst die Skelette aus dem Weg räumen, sonst stirb ich das ziemlich schnell ab. Mal das Leben noch ganz kurz heilen. Leck, sind das jetzt ein paar Gegner geworden. Hey. Drachenfalken aufheilen. Oh, unser Leben wird da auch nicht gerade viel weniger. Come on! Wir packen das! Stirb! Jawohl! So, und jetzt ab auf den Darkon. Nein, Drachenfalken überlebt das. Ihr überlebt das. Ja, wir müssen doch zuerst mal... Komm, wir erledigen den, dann haben wir weniger Damage, der da auf uns ausgeht. Come on! Normalerweise wäre das für 5 Spieler, aber es sieht bis jetzt nicht schlecht aus. Aber ich nehme es immer da natürlich noch auf in dieser Zeit. Ja, mit dem willst du nur erreichen, dass wir dann noch ein paar andere da... Drachenfalken heilen. Es sieht gut aus, es sieht nicht schlecht aus. Come on. Wir haben momentan ziemlich wenig Leben am Start, aber das kommt gut. Come on! Können wir dich verwirren? Jawohl! Um Darkan. Ganz ehrlich, also dass wir das jetzt wirklich noch, wie es aussieht, gut anbekommen. Noch 100 Leben! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jawohl! Nice, Mann! Nice! Darkans Kopf! Wir haben eine Quest, die eigentlich für 5 bestimmt wäre, allein abgeschlossen. Da hat es noch Gespenstchen. Nicht, dass die mich jetzt dann umbringen. Ich kann jetzt eigentlich mich da ein bisschen rausbegeben, vielleicht mal unser Leben noch wieder ein bisschen auffüllen. Ich würde sagen, das haben wir gut anbekommen. Nice, Mann, nice! Bin ich schwitzen gekommen. Aber wären wir nicht der Schweizer und hätten das ohne Probleme eigentlich anbekommen. Jetzt schauen wir da. Komm, wir füllen da noch schnell unser Leben auf. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein neburischer Centurio. Und dann haben wir die komplette Festung abgeschlossen. Nice! Oh mein Gott. Dass wir das jetzt wirklich geschafft haben. Hey, mir ist gerade warm. So, füllen wir unser Leben auf. Kämpfen noch gegen so einen neburischen Centurio. Und dann machen wir uns auf den Weg. Lass mich doch in Ruhe da mein Leben auffüllen, du. Arschgeige, du Elende. So. Nice, Mann. Wir haben es wirklich auch nicht bekommen. Ich bin gerade völlig baff. Ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt komplett sterben. Aber wie es aussieht, sind wir besser dran, als ich gedacht habe. Hä? Jawohl. So, dann müssen wir schauen, dass wir da irgendwie durchschleichen können, wo es da kein Manöckeli hat. Ich glaube, das ist fast schon nicht möglich.
Ja gut, eine stört mich jetzt da gerade mal nicht. So, voilà. Hey, wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe mir schon in der letzten Folge ziemlich Sorgen um das gemacht. Und ich habe jetzt auch gedacht, als ich ihn gesehen habe, mit diesen vielen Skeletten rundherum, das wird nichts. Aber wie es aussieht, jawohl. Oh. So, dann kommen wir mal wieder zu der Tatsache. Da hinten haben wir noch so von diesen Neburischen. Hoffe ich einmal. Ja, da hinten wartet gerade noch so ein Neburischer auf uns. Dann killen wir noch ganz kurz die schnell. Ja, haut ab. Ich hätte auch Angst. Ich habe noch einen Fürst von den Fürsten besiegt. So. Der letzte von denen haben wir alle Quests abgeschlossen in der Todesfestung. Besser kann es nicht laufen. So. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zurück, um all die Quests abzugeben. Wir haben noch gesagt, auf dem Rückweg erledigen wir dann noch die grossen Spinnweben wie Geisterclown-Verheerer. Das machen wir in dem Fall auch ganz kurz. So. Hoffentlich könnt ihr mich nicht vom Reittier oben abholen. Weil ich wollte mich da jetzt einfach weg von da begeben. Einfach weg. Einfach weg. Wir haben es nämlich geschafft und darum weg. Nein, also wirklich, wow. Ich habe mir wirklich schon Sorgen gemacht, aber ich habe schon überlegt, ob ich mit meinem anderen Account einloggen und mir helfen selber, also dann mit meinem anderen Account den killen. Und mit dem irgendwo auf der Seite stehen und abwarten. Oh, da haben wir noch etwas zum Küschern. Machen wir das mal ganz kurz. Da vorne haben wir dann auch das Gebiet, wo man noch viel von diesen Geisterclownen findet. Und am Schluss können wir dann noch alle Quests gleichzeitig abgeben. Da sage ich natürlich nicht nein. So, dann sind wir da schon wieder im nächsten Questgebiet rein. Da wartet auch schon der nächste Verheerer auf uns. Das ist natürlich ziemlich nice, die Quest, weil wir da gut küschern können. So, voilà. Hinten. Prachtexemplar. Uns gehörst du. So. Aber wir müssen dann noch so spinnenmässig auch noch ein paar umnieten, dass wir da in Übermaß von denen verwutschen. So, da haben wir schon die erste Spinne. So. Ich bin völlig mein Kopf ist schon völlig komplett perplex, weil ich das anbekommen habe. Ich bin so völlig perplex, dass wir das überhaupt anbekommen haben. Ich habe mich auf eine Folge gestellt, wo wir 3, 4, 5 Mal sterben. Ach du heilige Maria. So. Hörst wir dich gerade mal noch ganz kurz weg. 4 von 10 haben wir schon mal. Von den Spinnen bis jetzt leider nur eine. Ich würde sagen, wir laufen in dem Fall einfach durch das Gebiet durch. Dann sollten wir gut möglich, so viel wie möglich eigentlich finden. Weil wir müssen uns ja sowieso in die Richtung da begeben, zum Quest abgeben. So, voilà. Es hat irgendwie so also keine Spinnen. Wo sind denn all die Spinnen an? Da hinten oben haben wir dann wieder mal eine und da vorne haben wir gerade noch eine. Da hinten haben wir auch noch mal eine. Jetzt finde ich es paar. Schmotzen und finden. Das ist... Gut, du bringst uns auch nichts. Dann lassen wir dich jetzt einfach mal liegen. Ich muss näher ran. Dann schauen wir dann, dass wir gerade noch das Inventar leeren. Und uns vielleicht sogar gut möglichst mal auf den Weg zurück nach Silbermond machen, in unser Aktionshaus. Und dann einmal anschauen, was wir da an Poster halt haben und was alles verkauft worden ist. Damage. Ja, es macht einfach in meinen Augen immer noch zu wenig Damage, dass es nur sieht mir. Es bringt dann eher etwas in einem Dungeon, wenn so 5 Monster aufs Mal unterwegs sind. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh. Dich können wir nicht küssen. Du gibst uns noch ein knuspriges Spinnenbein. Bringt das jetzt gerade momentan nichts. Lassen wir jetzt einmal noch liegen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die Spinnen oben, weil Spinnen haben wir bis jetzt noch ziemlich wenig. Die Geisterklauen haben wir schon praktisch fast alle erledigt, die wir müssen. Hoppla, George, los geht's! Pokémon-Kampf finde ich jetzt momentan auch noch gar keinen, also Haustierkampf. Habe ich jetzt seit langem auch mal wieder gar keinen gefunden. So, haben wir noch mal das Luchsfleisch. Brauchen wir aber wirklich mal ein paar von diesen Spinnen noch. Spinnen, wo sind ihr? Also von denen finden wir wirklich genug, da von diesen Geisterklauen. Da hätten wir schon die nächsten 2, dann wäre die Quest eigentlich erledigt.
Aber es stört mich ein bisschen, wenn man dann ein paar von denen im Fokus genommen werden, blöd gesagt, während ich von diesen Spinnen am Jagen bin. Also eigentlich müsste es ja da schon ein paar Spinnenli haben. Hallo? Kuckuseli. Was sind ihr? Wieso ausgerechnet? Es wirklich gerade momentan keine Spinnen mehr da. Das einzige Mal, ja. Komm, dann tun wir jetzt mal die zwei anderen hier erledigen. Die Lüchser da. Und hoffe, dass ich jetzt nochmal ein paar von diesen Spinnen spawnen. Weil von denen brauchen wir jetzt wirklich immer noch 6 Stück. Und das ist schon noch eine rechte Anzahl da. Kann sie eigentlich auch nicht sein, oder? So. Da hinten. Ich muss näher ran. Spinnen hat es wirklich keine mehr. Ich bin die ganze Zeit so rumglotzen, ob ich irgendwo noch Spinnen finde. Ah doch, da hinten haben wir wieder eine. Nice Sache. So, dann haben wir den halben Dschungel jetzt mal wieder ausgerüttelt. Es ist halt wieder unnötig, dass wir den umgebracht hätten, weil jetzt greift die Spinnen uns an mit dem zusammen. Ah komm, es gibt XP, es hilft uns im Kirschern. Dann bringen wir halt beide um die Strecke, das ist doch kein Problem. So, dann haben wir mal 5 von denen. Und noch 5 Spinnen. Wo soll ich jetzt da noch 5 Spinnen finden? Hat er irgendeine Spinnen? Spinneli. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns mal auf den Weg machen, um die Quest abgeben und auf dem Rückweg nochmal schauen, ob wir eine finden, weil die Quest müssen wir sowieso an einem anderen Ort abgeben. Ja, eigentlich nicht. Ich wollte die Quest jetzt eigentlich erledigt haben. Ja, komm, wir schauen jetzt mal ganz kurz so schnell um, ob wir da noch mal ein paar Spinnchen finden. Am besten wäre halt gewesen, hätten wir gerade in dem Bereich hier geschaut. Da ist halt mein Fail, dass ich jetzt auf die Map geschaut habe, wo die sich am meisten befinden. Sind denn da noch keine neuen Monster gespawnt? Immer noch nicht, hä? Ah, komm, wir gehen die Quest abgeben und dann schauen wir das auf dem Rückweg nochmal an. Es scheibert mich gerade momentan ein bisschen an, jetzt extra nochmal rauszulaufen. Weil ich jetzt gerade schauen, ob wir da sowieso noch ein paar Quests bekommen. Vielleicht können wir auch nochmal eine Quest über, die uns dann nochmal den anderen führt. Oh, ich laufe da völlig falsch, ich muss da rauf. So. Und ich denke, die Spinnen, also es ist für mich jetzt gerade so eine Art Nebenquest. Weil wir haben die Todesfeste komplett abgeschlossen. Nice Sache. So. Ich würde einmal behaupten, wie man da sieht, gibt es eins von 3 Kapiteln. Dass ein Kapitel der Dark Ratar gewesen wäre. So. Ja, wir nehmen den Bogen, der gibt uns 2,2% mehr Schaden. Ah, wir haben das volle Inventar. Haben wir denn da überhaupt jemanden zum etwas verkaufen? Könnten wir denn ausrühren? Gut, Mana brauchen wir keinen. Wir brauchen kein Mana. Wir brauchen kein Mana. Unsere Feinde werden fallen. So, neue Bogen! Und eine neue Quest. Bringt Arkans Kopf zu Lord Tremanterion in Silbermond. Wir haben sogar eine Quest, die uns zurückbringen nach Silbermond. Was für mich bedeutet, wir können dort dann gemütlich unsere Sachen verkaufen. So, Quest beenden. Die ewige Sonne leitet uns. Das ist ja so. Die ewige Sonne leitet uns. Let's go. Du bringst uns nichts. Von mir aus kannst du es behalten. Level up, wir sind Stufe 40. Nice, wir haben Stufe 40 erreicht. Wir können jetzt eine neue Fähigkeit, geübtes Reiten. Aspekt der Wildnis haben wir noch erhalten. Was ist denn das? Gewährt euch zu eurem Begleiter pro Sekunde 5 Fokus und erhöht die kritische Trefferchance um 10%. Hält 20 Sekunden lang an. Ich persönlich würde jetzt sagen, ich ersetze das dann mal ganz kurz, weil den brauche ich halt nicht. Den bräuchte ich eher im PvP und frei. So, weil dann könnte man das auch nicht mehr brauchen, auch als Buff, weil da oben habe ich momentan ja alle meine Buffs eigentlich zusammen. Das gibt uns ja 15 Sekunden lang mehr das gibt mir das und so weiter. So. Nice, wir sind Level 40. Ach, wir können jetzt schneller reiten lernen. Jetzt ist halt eher die Frage. Jetzt schauen wir halt mal nach, was wir da unten so erreichen. Noch als Spinneli. Ja, stimmt, jetzt haben wir Kapitel 2 von 3 abgeschlossen. Aber es erwartet ja von uns, dass wir zurück nach Silbermond gehen. Und das lasse ich mir noch selbstverständlich nicht nehmen. Dann können wir dann all unsere Sachen verhökern. Nochmal ins Auktionshaus hineinschauen, was alles in unserem Auktionshaus überhaupt verkauft worden ist. Und so weiter und so fort. Darum würde ich sagen, wir machen uns am besten auf den Weg. Gut, da hinten wäre auch ein Flugplatz. He? Ja, wir machen uns auf den Weg nach Tristesa. Da haben wir jetzt gerade nochmal so eine Spinne. Und haben gerade gehofft, dass wir gerade nochmal eine von dir findet. Oder 2 oder 3 oder 5. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice. Ich glaube, ich werde mir dann allgemein noch den Bartender wieder einstellen, dass ich meine Fähigkeiten da selber einordnen kann. Weil das ist mir dort mal auch schon zu wenig. Ich habe einfach zu wenig Platz auf diesen Leisten mit meinen Fähigkeiten. Dass ich nicht verschrecken, wahrscheinlich wird dann das in der nächsten oder übernächsten Folge. Da haben wir gerade 2 Spinnen! In der nächsten oder übernächsten Folge wird dann das Detail da unten wieder anders gestaltet von mir. Ich habe jetzt halt mal zur Zeit noch den normalen behalten und denke, dass es natürlich lange würde.
vom Platz her, aber wie es aussieht, langt mir das wirklich nicht. Daher würde ich mir dann das noch selber nochmal zurechtstützeln. Ja, das ist mir klar. So, dann haben wir nochmal 2 Spinnen verwünscht. Da fehlen auch nur noch 2. Schade, dass wir die jetzt gerade nicht gefunden haben. Oh Mann, oh Mann. Aber durch das, dass da hinten das Gebiet frei ist, kann ich davon aus, dass wir da sowieso nochmal durch müssen. Also ich würde sagen, wir lassen die Quest jetzt einfach mal so stehen. Und benutzen die wie als eine kleine Nebenquest eigentlich. Weil da müssten wir sie dann auch abgeben, dem lieben Herr. Darum können wir dann schauen, dass wir auf dem Rückweg die 2 Spinnen nochmal finden. Und wie es aussieht, haben wir da einen neuen PvP etwas bekommen. Okay. PvP-Platz. Ui, das sind aber einige. Ui, das sind aber wirklich einige. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mich lieber zuerst im Internet erkunden, wie das mit diesen PvP-Talenten nochmal aussieht. Oder was ich am besten für unsere eigenen würde, weil jetzt die alle durchlesen und selbst entscheiden. Würde sehr ein Zeitchen in Anspruch nehmen und ich weiss nicht, ob ihr die Geduld mit mir zusammen habt, weil ich habe die Geduld schon nicht. Ich tue mich einfach zuerst nochmal vorerkunden, wie ich das genau handhaben soll. So, wir sind auf dem Weg nach Tristeza. Nice, wir haben wirklich 2 Kapitel schon abgeschlossen. Das heisst, Kapitel 3 fehlt noch. Das wird in dem Fall das da hinten sein mit dem Zul Nebum, das Gebiet, das noch abdeckt ist. Okidok. Das heisst, wir haben die Geisterlande fast komplett schon abgeschlossen. Auf Level 40. Ach, wir sind wirklich schon Level 40. Ich kann es fast nicht glauben. Wir können jetzt auch noch schneller reiten lernen. Das heisst, wir sind nochmal richtig zügiger unterwegs. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Ach, ich bin völlig im Baum rein. Geht's noch? So. Der Sieg ist nahe. Dann machen wir uns auf den Weg nach Silbermond. Los geht's. So, dann fliegen wir uns einfach mal ganz kurz durch, wie wir jetzt gesehen haben. Jetzt hat es mich Kupfer gekostet, was mich das am Anfang nie gekostet hat. Am Anfang hat mich das gar kein Gold gekostet. Jetzt kostet es mich irgendwie schon 99 Kupfer, dass ich das überhaupt verwenden darf. Der Flugreiter. Sie müssen sich auch irgendwie auch noch finanzieren, natürlich, dass sie das können zur Verfügung stellen können. Ist doch selbstverständlich. So. Oh Mann, sorry. Aber wenn man so viel schnurrt wie ich, dann muss man auch mal ab und zu ein Schlückchen Wasser zu sich nehmen. Ich weiss nicht, ob ihr das in meiner Instagram-Story gesehen habt, so einen riesen Totenschädel geschenkt bekommen von einem Kollegen, von mir. Von einem Nachstehenden von mir, der gefunden hat, hey, du bist doch so faul zum Aufstehen und schon die ganze Süßgetränke oder Red Bull, was du da die ganze Zeit hinterkippst. Ich schenke dir da so einen riesen Totenschädel, der passt, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Liter Wasser rein, jetzt fülle ich den immer auf. Dann habe ich so einen Henkel dran, wo ich dann schön immer Wasser rauslassen kann, um wirklich auch genug Wasser zu trinken, während ich am Gamen bin. Weil wenn ich schon den ganzen Tag vor dem PC hocke, dann ist es natürlich auch gut, wenn ich noch mehr muss aufstehen muss, weil ich sonst schon voll bin, wenn ich da ehrlich bin. So, dann sind wir da schon wieder im Immer-Sangwald. Da hinten ist auch gerade mal jemand hinter uns her am Fliegen. Die Frage ist jetzt, machen wir uns direkt mal zuerst auf den Weg zum, wir machen uns zuerst auf den Weg zum Reitlehrer. Weil da am nächsten ist, dann sind wir natürlich auch noch ein bisschen schneller unterwegs. Der sollte sich auch da hinten eigentlich befinden. Was ist denn da? Ah, da sehen wir jetzt noch Schlachtzeuge. Dungeons, was wir jetzt alle könnten. Also wir könnten uns eigentlich in der nächsten Folge einmal wieder an einen Dungeon stellen. Dass wir zuerst alles im Auktionshaus machen, tut die Quanti und nachher in die richtige Dungeon reingehen. Das wäre natürlich noch eine ziemlich coole Sache. Begleiter kann man halt nicht noch mehr dazu geben. Und da haben wir ja nachgeschaut, aber Level 45 ist das nächste verfügbar. Also noch 5 Level, dass wir nochmal ein Spezialtalent zusätzlich bekommen. So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir gerade mal da rein und lernen noch ein schnelleres Reiten. 45 Gold, wir haben 67 zur Verfügung. Nice Sache, dann lernen wir doch das mal ganz kurz. Errungenschaft Traber. So, wie viel schneller sind wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir, glaube ich, von 60 auf 100% gestiegen. Warte mal ganz kurz, jetzt können wir ganz kurz da nachschauen. Jawohl, vorher haben wir 60% schnellere Reitgeschwindigkeit gehabt, jetzt sind wir auf 100%. Ja, das sieht man den Unterschied gerade, das geht ja richtig zügig los da. So, aber an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, schauen wir uns doch den Rest und die nächste Folge an. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Mir sowieso. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao.